Jetzt geht es gar nicht mehr lange, denn wie ihr seht, es brennen alle 4 Kerzen auf dem Adventskranz. Und was bedeutet es, wenn alle 4 Kerzen auf dem Adventskranz leuchten? Genau, nur noch ein paar Mal schlafen und dann ist Weihnachten. Doch nun macht es euch wieder gemütlich, damit ihr die Geschichte genießen könnt. Die Geschichte von heute heißt Daniel und das Königreich. Der Bibelvers von heute steht wieder im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 11, Vers 15. Von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und dem, den er als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus. Gott wird für immer und ewig herrschen. Gott liebte sein Volk und wollte ihre Freundschaft. Aber immer und immer wieder hörten sie auf, Gott zu lieben. Menschen aus einem anderen Land namens Babylon kämpften gegen Israel. Sie zwangen die Israeliten, das Land zu verlassen, das Gott ihnen gegeben hatte. Aber Gott liebte sein Volk trotzdem. Er hatte einen Plan, sein Volk zurück zu sich zu bringen. Nicht nur Menschen aus Israel, sondern Menschen auf der ganzen Welt. Der König von Babylon wählte die klügsten und stärksten jungen Männer aus, in seinem Palast zu dienen. Einer dieser israelitischen Männer war Daniel. Daniel war fest entschlossen, trotz aller Umstände Gott nachzufolgen. Und Gott half Daniel. Er gab ihm Weisheit und half ihm, Träume zu verstehen. In einer Nacht hatte der König Nebukadnezar einen beängstigenden Traum. Sofort ließ er alle seine weisen Männer zu sich rufen. Aber keiner von ihnen wusste, was der Traum bedeutete. Aber Gott offenbarte Daniel den Traum. In seinem Traum sah Nebukadnezar eine Statue. Sie hatte einen goldenen Kopf, ihr Oberkörper und ihre Arme bestanden aus Silber, ihr Bauch und ihre Hüften aus Bronze, ihre Beine aus Eisen und ihre Füße aus einer Mischung aus Eisen und Ton. Ein Stein traf das Standbild an den Füßen und die ganze Statue zerbrach in Stücke. Der Stein jedoch, der die Statue getroffen hatte, wurde zu einem großen Berg, der die ganze Erde erfüllte. Da Gott nun Daniel den Traum offenbart hatte, konnte Daniel dem König erklären, was er geträumt hatte. So sagte Daniel dem König, dass die Statue verschiedene Königreiche darstellt. Sein Reich, also das Reich von König Nebukadnezar, symbolisiert den goldenen Kopf. Doch sein Reich würde enden und andere Reiche würden ihm folgen. Aber sie alle würden durch den Stein ausgelöscht werden. Der Stein stand für das Königreich, das Gott aufrichten würde. Es würde ewig bestehen und größer sein als jedes Königreich zuvor. Nachdem der König das gehört hatte, sagte er: In Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest.
Das ist der Traum. Und die Frage? Der versprochene Sohn würde der König dieses neuen Königreiches Gottes sein. Wie stellst du dir das Königreich von Gott vor? Du darfst es gerne unten in die Kommentare schreiben, was du darüber denkst oder wie du es dir vorstellst. Bis morgen.